Normalerweise, wenn ich über Fleischersatz spreche, schauen viele Leute mich mit riesigen Augen an und fangen an zu flüstern. Schaut mal, er ist ein Psychopath. Er isst Hühnchen aus Soja, Bacon aus Weizen. Er ist nicht normal. Er ist sicher verrückt. Warum sind diese Produkte nicht aus Fleisch? Entgegen allen Lügen, die die Fleisch- und Milchindustrie verbreitet, meint jeder irgendwie, dass es etwas Ekliges ist. Und das Fleisch selber nicht. Fleisch besteht aus 5 Komponenten: Blut, Gewebe, Venen, Muskeln, Sehnen. Das ist eine Leiche, ein zerstückelter Körper. Warum sagt keiner, dass Fleisch eklig und widerlich ist? Und das Getränk, das aus dem Euter der Kuh herauskommt, ein Sekret, das aus den Drüsen eines anderen Wesens fließt. Diese Drüsen sind übrigens mit Eiter gefüllt. Oh doch, lasst mich euch etwas über diesen Eiter in der Kuhmilch erzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Apparat 3-mal am Tag an den Euter einer Kuh anschließt, um in ihr drin alles trocken zu legen, führen diese Mechanismen zu Infektionen im und am Euter. Jetzt geben wir noch ein bisschen Wachstumshormone hinein, damit die Kühe garantiert mehr Milch geben. Die Maschinen wissen nicht, was sie absaugen. Eiter, Schleim, Infektionen, alles zusammen. Okay, die Milch wird pasteurisiert, aber seit wann ist Pasteurisation ein Reinigungsprozess? Ihr desinfiziert lediglich Eiter. Ihr solltet im Internet nach diesem Thema suchen. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass die Milchindustrie das Wort Eiter in ihren wissenschaftlichen Zeitschriften verwenden wird. Ja, sie werden euch wieder anlügen. Bringt alles über den für euch neuen Begriff in Erfahrung. Die Anzahl der somatischen Zellen in der Milch. Übrigens hat die Landwirtschaftsindustrie die Norm für die Menge Eiter in der Milch festgesetzt. Eine volle Pipette pro Glas. Wohl bekommt's. Ja, und solange ihr diese Lügen der Milchindustrie anguckt, solltet ihr mal im Internet auch etwas über die Casomorphine suchen. Erinnert ihr euch, als ich euch erzählt habe, es ist, als ob der Käse mit Crack, Gras oder Morphium gefüllt ist. Die Mutterkuh produziert ständig eine Substanz in der Milch, wegen dieser das Kalb sich ständig in ihrer Nähe aufhält. Die Frauen machen das Gleiche, da sind aber andere Stoffe drin. Bei der Kuh ist das Morphium, Casomorphin. Deshalb sind die Menschen von Käse abhängig. Sie brauchen die tägliche Dosis Morphium.